Martin, das ist Andrea. Hi zusammen. Sie hat alle 151 Pokémon bei Pokémon Go gefangen und heute wird sie mir die Nägel machen und ich erzähle euch dazu Dr. Sommerfrage. Und aus dem Yeah hier, ich weiß nicht genau was das ist, ich habe das noch nie gehört, aber es hat das gehabt und da hat scheinbar auch jemand, der so Sex-Shit, keine Ahnung. Schauen wir es uns an. Ich glaube, das Schlimmste an diesem ganzen Fuck ist jedes Mal, dass ich mich stillhalten muss. Ja. Alter, ich komme blöd vor! Beweg dich nicht! Kannst du mal unseren lieben Zuschauern erzählen, was du da eigentlich machst heute? Das weiß ich auch nicht. Oh, das ist etwas für mich. So findest du Freunde. Dr. Sommer, der Klaus ist auch wieder dabei. Schauen wir es uns an. 6 Tipps mit MR10. Steht er auch auf mich, Julia 14. Ich bin in einen Jungen aus der 9. Klasse verliebt. Er ist immer mega süß zu mir. Ich würde ihn so gern von meinen Gefühlen für ihn erzählen. Aber schon wenn ich daran denke, bekomme ich Schweißausbrüche. Stell dir mal vor, du gehst so einmal an und dann kommt einer und schweißt einfach mal so am Boden an. Ja, meine Frau. Der Dude findet die eh nice. Sag ihm, hey Kollege. Und wir machen ein bisschen Bumsen. Wie immer bei mir, mein Tipp ist, an Speck. Nicht lang warten und am besten gerade noch Kinder machen. Meine Lehrerin ist voll sexy, Daniel 15. Meine Mathelehrerin lacht mich immer so an, ich habe das Gefühl, dass sie auf mich abfährt. What? Das ist vielleicht so eine alte Tangentenschwinger, wo man findet, hey, jetzt hole ich mir mal so ein Jungsdreieck, weißt du? Aber kein 15-Jähriger. Ja, aber wo... Mitleid. Das Ja, ist aber weißt du, vielleicht hat die so einen alten Mann daheim, wo halt der Pimmel nur noch so eine Kosinuskurve ist. Und die will mal wieder eine Sinuskurve, wenn du weißt, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Ich verstand null von Mathe. Jetzt kommt meine absolute Lieblingsfrage bis jetzt. Warum ist mein Penis so dunkel? Letztens stand ich nackt vor dem Spiegel. Dabei fiel mir auf, dass mein Penis viel brauner ist als der Rest meines Körpers. Dabei habe ich dort eigentlich noch nie Sonne abbekommen. Erster Fehler, lieber Jonathan. Du musst dich nackt brünen, dann ist alles gleich ähnlich super hell. Offensichtlich hat der Dude einfach so einen riesen Schwengel, dass er unten aus der Hose raus schaut und dort ist er ein bisschen braun geworden, meinst du nicht? Im Fall ohne Scheiß, ich bin ja selten spruchlos. Aber ich weiss nicht, was ich dem Jonathan jetzt sagen soll. Da, das war von Bravo! Yeah! Alter, ich komme mir voll fancy vor! Das ist die beste Tasse, die es gibt. Schau mal den geilen Frosch an! Hat es jetzt da auch nackte Leute drin oder nicht, Andrea? Was ist das für ein Kackheftchen? Hey, schau mal die Frechheit, YouTube-Party des Jahres und wir sind nicht mal eingeladen. Was soll ich Sauerei? Als ob uns jemals jemand zu so einer Scheiße einladen. Die sagen, Martin, da kannst du doch nicht in der Öffentlichkeit lassen. Einsperren, einsperren! Nails, Nails, Nails. Die heißesten Nägeltrends für den Sommer. Dort bilden sie mich nächste Woche ab. Schau mal das an. Kannst du mir auch so etwas basteln? Nein, schau da. Das zahle ich 150 Franken. Das kann ich. Also schau, bei Bravo ist der Dr. Sommer und da heisst es SOS. Sex, Oral, Schlampe. Super, Ober, Shit. Saftige Oblette. Sex ohne... Sondern... So, wegen dem habe ich das Heftchen gekauft, wegen dieser einen Frage von der Janine 13. Mein Busen ist so groß. Mit 13, Alter, wenn wachsen der Möps? Sicher nicht so früh. Als ich 13 war, dann haben wir noch Pokémon gespielt und Sand gefressen. Wir sind mit 13 keine Brüste gewachsen, die sind erst später gekommen, wegen dem Bier. Warum ist er so abweisend, Gina 14? Ich bin verliebt in einen Jungen, der ist 16. Das ist ja klar, der ist einfach schüch. Wahrscheinlich spielt er auch mega so coole Keiben. Das ist doch normal, das haben wir alle gemacht. Nein, im Fall ohne Scheiß, du bist doch einfach nervös, wenn so ein Mädchen gerne ist. Das ist doch normal, chill mal alle ab. Verführen einfach! Ich weiss nicht, wieso muss ich das immer sagen. Ja, aber ich meine, ohne Scheiß, wenn sie jetzt der letzte Tag wäre, wo sie lebt, dann würde sie sofort zu mir gehen und sagen, hey Kollege, wahrscheinlich heisst irgendwie, keine Ahnung, Hans-Peter. Hampe, los mir zu, sagt sie dann. Ich finde die toll. Der Hampe sagt dann logischerweise, Gina, flotte Brüste. Und dann sind sie ins Bärli. Ich sollte Disney-Stories schreiben. Weil es sind im Fall ohne Scheiß, es sind auch in diesem Heftchen fucking nochmal keine scheiß nackten Menschen. Wo wir früher noch das Bravo gekauft haben, hat es
wenigstens ein paar Schöppen drin gehabt. Es sind auch über Bravo aufgeklärt worden. Das stimmt absolut nicht. Ich hatte so ein kleines Aufklärungsbüchlein drin gehabt. Und dann ist zuerst so gestanden, Kinder, wie sie nicht entstanden. Und dann ist so gesehen, ja, der Storch bringt sie nicht und der Papi findet sie nicht im Bier und so Zeug. Und dann haben sie gezeigt, wie das Shit läuft. Das nächste Mal nehme ich das Büchlein mit und erkläre das Büchlein. Weil wir wollen etwas lernen. Schliesslich sind wir hier, zum verdammt nochmal nachher draus kommen, wie das Ganze mit den Blümchen und den Bienen und dem Bier funktioniert. Ah ja, schaut, Andrea ist fertig. Zieht euch das Shit rein. Ich fühle mich so fucking fabulous, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist auch ein schöner Regenbogen. Also du hast das wirklich gut gemacht. Jetzt sollten wir raus auf die Straße gehen und einfach so rumlaufen. Ich würde es lieben. Aber auf jeden Fall, wir danken euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, schau jetzt, da kommen Gegner. Go for it. Ja, ich bin gepinnt und abgeschossen worden. Lorenz, komm, gib mir den Spiel. Go. 3, 2, 1, los. Sie haben Links, sie links, von links, Martin, links. Die haben es noch nicht. Wir haben es gerade noch knapp rausgeholt. Schießen wir im Rücken, er ist down. Soldier ist gone. Junkrat ist down. Alle sind down. GG, WP, easy.